Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA 5 in der Ego-Perspektive. Wir sind hier mit dem Michael gerade bei uns im Unterschlupf und wir haben noch ein Telefon noch bekommen vom Madrazzo, dass wir ihn bei seiner Ranch treffen, weil er hat für uns eine neue Mission und die machen wir auch jetzt in dieser Folge. Das heisst, wir düsen mal dort raus. Wir nehmen hier unseren coolen Ersatzwagen. Keine Ahnung, was das für ein Auto ist, aber irgendwie ein Führungs. Und ja, wir düsen mal dort raus. Und dann sehen wir uns gerade wieder, wenn wir dort draussen sind. What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? You'll see. Yes? Hi. Oh. Hello. We're looking for Mr. Madrazzo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink, would you? Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. So, what did you tell him about me, about Martín Madrazo. Martine's an old friend of mine, Trevor. the truth? Martine is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin, you met him, Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that, I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. Man, what's the pay? Huh? Trevor, come on. You still want a drink? Not now! Pendeja! ¿Qué no ves que estoy hablando con unas gentes aquí? All right. You grab a vehicle, something versatile. I'll handle the gun. Alright. So, gut, also, wir düsen jetzt zum Observatorium. Wir können ja nicht das Auto nehmen, wir müssen ja unser eigenes nehmen. Wo ist das Auto von uns? Wo wir mit dem gerade hergefahren sind? Ja, überfahrt uns nicht. Ich hätte schon gedacht, jetzt fahrt er dann einfach uns über den Haufen. Wir brauchen ein Auto. Bitte ein bisschen schnelles Auto da vorne, bitte. Oh, geil! Es ist wirklich ein schnelles Auto. Ich weiß gar nicht, was das für eins ist. Ich muss schon schauen, was ist das für ein Auto? Was? Fur-One, nein, es ist der Fur-One GT, glaube ich. Der ist unsere schnell, der ist gut. Also mit uns mal schnell kurz zum Observatorium rauf. Und dann starten wir die Mission dort. Das ist eigentlich noch eine recht witzige Mission, wo wir ja jemanden aus dem Flüger rausschiessen, beziehungsweise wir müssen einfach einen Aktenkoffer, glaube ich, haben. Das ist, glaube ich, wichtig. Wir sehen uns nachher gerade. Wir düsen mal dort rauf. Wir sehen uns gerade, wenn wir da sind. So, also wir sind aber angekommen. Und jetzt sind wir hier ja in den Transporter rein, wo das verdammte MG hinten drin hat. Ah, gerade der Sonnenaufgang da noch. So. So, der Flügel kommt, glaube ich, irgendwo da hinten links für einen, hinter dem Turm oder so. Oder ploppt einfach auf, ich weiß es gar nicht mehr. Da ist er. Ah, plötzlich ploppt er einfach auf, man kennt's. Ja, ernsthaft verschossen gerade vorher. The fuck? Ups. Hallo? Hallo? Hallo, ich treffe ihn nicht. Jetzt ja.
So, wow, also let's go jetzt mit Trevor auf dem Bike. Ich glaube, da könnte es eben noch recht schwierig werden, weil die Ego-Perspektive so Zeug fahren ist einfach nicht so geil. So, dann vorne jetzt wieder der Sprung da. Wow, nice, hä? So, bis jetzt aber noch alles gut. Sind auch gut hinter dem nachher. Ich fahre jetzt einfach auf Dings auf Sandy Shore. Da fahre ich irgendwo eigentlich immer in ein Gebüsch und kämpft schneller. Ich glaube, das ist da vorne, aber jetzt fahren wir mal da durch. So, sehr gut. Sind gut durchgekommen. Whoop. Nein! Oh mein Gott, jetzt habe ich gemerkt, ich kämpfe schneller. So, sehr gut. Wir sind jetzt noch nie umgekehrt, wir sind dran noch. Wow, ich fliege ein bisschen rum. Wow. Ah! Oh mein Gott. Sometime. Yeah, you know what? I'm good. Losing altitude rapidly. I'm going to have to bring it down and start. God help us. Roger. What is your status? Macht hier voll die Bruchlandung da vorne. Und ich glaube, der Pilot, der dort innen ist, der ist eigentlich auch bei Dings. Der ist eigentlich auch bei... Plötzlich steht es so draussen. Oh, shit. Der Pilot, der hier landet oder gestorben ist, der ist eigentlich im Casino innen. Ja, man sieht ihn jetzt gerade nicht mehr. Aber ich glaube, man sieht ihn nachher. Ja, der ist eigentlich auch im Casino innen mit einem Anzug. Eigentlich. Got the files. I'll take them to Madrezzo and explain the human cost of this errand. Oh, take it easy, man. Listen to me. We'll talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. Dass keine Polizei oder so gekommen ist dort, das ist eigentlich schon noch... Ja. Aber es ist GTA. Also jetzt müssen wir ja den Wagen noch entsorgen hier. Ja, jetzt machen wir es am besten irgendwie so, wo ich das Auto nachher schnell wieder bekomme. Wow! Okay. So. Jetzt machen wir es so. Haben wir auch. Scheiße, wir haben keine Kraftbombe. Okay, ist nicht schlimm. Oh, die ist Salto rein. Ah, okay, da unten einfach wieder raus. Gut, also wir nehmen jetzt hier vorne ein Auto. Ist das auch gerade ein Transporter, hä? So wie es aussieht, schon. Wir nehmen einfach den. Ah, schau, Häsli jetzt auch noch. Jö. Also, nehmen wir einfach gerade den hier. Sag ich so, sind dann nachher, wo der Flügel ist tief.
cement works. Ah ja, jetzt müssen wir The da whole hinterher fahren. Sonora Road from there. What are you doing? Trevor! Trevor! Ah, Ja, jetzt müssen wir ja da durchfahren. somehow I don't believe Und dann gehen wir jetzt mal den Trevor treffen. Alter, der fliegt verdammt tief, der Flieger. So, jetzt sind wir hier angekommen. Dann treffen wir da mal den Trevor, wenn er kommt. The fuck has happened? Why did he have his car? Piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mikey. I mean, really, I Trevor! don't. Answer the fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no! Oh, shit! The fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Now, Oh, shit. unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while while, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back? All right, now, Patricia, she already called shotgun. Now, I know a nice little place we can hang out, you know, it's a very relaxing little spot. A little getaway, if you will, a cabin in the woods. You know what I'm saying. So, gell, wir sind nur Beifahrer. Aber jetzt werden wir ja zum Franklin abgeportet, weil... Ja, der Trevor und der Michael müssen jetzt schon eine Weile lang untertauchen. Nachdem was jetzt hier der Trevor gerade abgezogen hat. Und wir sind hier mit dem Hündli am Spielen. So, also wir haben auch eine neue Mission beim D ist glaube ich der Devin Weston, glaube ich, oder wie er heißt. Devin Weston, oder nicht? Wie heißt er? Das ist einfach nur Devin. Okay. Ist aber auch egal. Wir machen in der nächsten Folge in dem Fall die Mission beim Devin. Und da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann einfach in einem anderen Teil wieder von GTA 5 in der Ego-Perspektive. Bis dann sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.